kann ja nicht reinfahren. Sackkarre, Lagerregal. Nee, scheiße. So, platzieren. Zack. Zack. Zack, scheiß drauf. Zack, so. Kann ich jetzt 10.000 Burger bestellen? Oder 11.000? Lager verwalten. Das ist die Karre. Sitzt denn der Typ irgendwo hier? Oder wo ist der? Nicht, okay. Hier. Einkäufer. Die hier. 11.000 Burger. 6.000 Mindestbestellwert. Ja, stell. Und hier. Preiswertes Geschenk 500. Da können wir eigentlich auch mal 1.000 machen. Getränkedosen 3.000. Passt. Papiertüten können wir auch mal nochmal 1.000. Passt. Stellen. Jetzt muss ich teure Geschenke kaufen gehen. Weil ich die noch nicht bestellen kann. Und die Regale in die Läden packen, ne? Jo, bitte kommt keiner. Danke. Ach, scheiße. Geschenke. Zack. Teure Geschenke. Zack. Und warum gehen denen schon wieder die Papiertüten aus? Das kann doch nicht sein. 7.000 $, ciao. Gas. Okay, nochmal hier. So. Ach, komm. Teure Geschenke. Nein, da. Okay, dann brauche ich eine Sackkarre. Kommt da hinten 2 Lager rein. Wie viele habe ich von denen? 4, glaube ich, ne? 1, 2 und dann der Rest davon. Nee.
Wobei, das reicht eigentlich, glaube ich. So, die haben jetzt 200 preiswerte Geschenke. 200 teure. Ich habe doch viel mehr gekauft. Ich habe doch mehr. Ich habe mehr gekauft. Habe ich hier noch welche? Ah, ich habe hier noch welche. Okay. Hier. So, gucken wir mal, ob das jetzt was wird. Das kommt hier rein, das auch. Dann ab in die Karre und zum Burgerladen. Boing. Ach, scheiße, der Burgerladen ist ja geradeaus. Ich sollte aufhören für heute. Meine Fresse. So. Hier. Zack. Lager verwalten. Sackkarre. 2, 3. Burgerladen. Hallo. So. Ist ein bisschen eng langsam hier hinten, ne? Ja, das passt gar nicht mehr rein. Okay, aber jetzt interessiert mich mal was. Ihr habt doch hier... Ich da jetzt nicht mehr ran. Das ist natürlich doof. Nee, doch, okay. Ihr habt ja noch 100 Burger. Und hier? Die sind schon fast wieder out of Burger, ne? Und die sind fast out of Papiertüten. Also sie brauchen 2000 Papiertüten. Dann brauchen die 2000 Getränke und 2000 Burger. So, und der Gift Shop, der braucht 1000, weil das ist, was in die Kasse reingeht. Und 1000 von denen. Das müsste eigentlich dann passen. Boah, ist halt jetzt hier draußen noch ein Lager, ne? So, erstmal zum Ausprobieren. Ich darf mir das nicht ansehen, ich muss raus hier. Okay, wir müssen was essen.
und wir müssen nach Hause. Ich wohne doch hier, oder? Nee, ich wohne hier. Es sieht alles gleich aus. Okay, komm. Mal gucken, ob jetzt die Großbestellung ankommt. Und ob das dann verteilt wird. Wir pennen mal bis morgen um 6. Lieferung, Lieferung. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So. Jetzt haben wir hier 10.000 Burger. Und das müsste eigentlich jetzt verteilt werden auf die Läden. Warum haben wir nur 413 preiswerte Geschenke? Wir haben doch welche bestellt gerade. Die haben 7... Ach du Scheiße. Okay, die haben die Läden bestückt. Kann ich gleich nochmal nachbestellen, ne? Weißt du was? Bestell da mal ordentlich. Ich hab gesagt ordentlich. Oh, nee, heilige Scheiße. Das ist mir ordentlich genug. So, was macht er auch mal 5.000? Ja. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Toll, wir haben nichts mehr zu essen, aber es scheint alles noch okay zu sein. Wir gehen mal was einkaufen. Wow, wow, wow. Okay, die Mitarbeiter werden immer wie besser. Das ist cool. Essen, Essen. Entsorgen. So. Ich wollte eigentlich was einkaufen. Geschenkeladen. Ist nicht hier irgendwo direkt ein Laden? Discount Market gegenüber. Okay. Ah, ich brauche einen Korb. Das passiert mir jedes Mal. Aha. Aha. So. Und mal gucken, ob das jetzt läuft, ne? Weil dann muss ich eigentlich nur noch gucken, dass die Hauptlager voll sind und beziehungsweise da kann ich es dann auch automatisieren und die teuren Geschenke muss ich halt im Auge behalten. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das funktioniert. Weil erst wenn ich weiß, ich muss mich da nicht mehr drum kümmern, kann ich in Ruhe schlafen. Oder zocken. So, gleich ist Mitternacht.
Lieferung ist eingetroffen, cool. 3630, aber keine Warnungen. Das heißt, es müsste eigentlich alles jetzt bestückt sein. Das funktioniert. Er macht halt wieder keinen Gewinn. Dafür er umso mehr. Ist alles noch okay. Boah, ich hau mich mal eine Runde hin, würde ich sagen. Speedrun. 4500 gewinnen. Ist ein bisschen mau, ne? 2 Läden. Warum machen wir hier nur $100 Gewinn? Marketing. Ich meine, Marketingkampagne, läuft die noch, die andere? Wie hieß denn die Marketing? Hier, McCain Marketing. Ach so, stimmt, die haben Öffnungszeiten. Ist mitten in der Nacht. Komm, mach mal hier bis 8 Uhr. Kontakte. Marketing. Cooper Steiner. Große Internetkampagne. Let's go. Achso, wird bereits... Ja, dann macht noch eine mittlere dazu. Oder sind die Burger nicht mehr so in der Nachfrage? Nee. Burger sind out. Toll, jetzt wo es läuft. Jetzt brauche ich eine Weinhandlung oder was? Wo sind die Burger? Pommes wären auch gut. Ach, mach mich nicht kaputt jetzt. 39% Nachfrage, ja, weil es 11 Burgerläden gibt. Oh Mann. Ja. Aber ich will gucken, ob das System funktioniert. 6000, das ist okay. Aber wehe, es ist wieder alles von einem Laden. Kann doch nicht sein. Irgendwie lohnt sich der Laden nicht. Vielleicht sollten wir mal die Öffnungszeiten reduzieren und die Mitarbeiter. Wollen wir eine Reinigungskraft mal rausschmeißen? Coopersteine. Die sind halt alle mittlerweile gut, ne? Komm, wir schmeißen mal die teuerste Reinigungskraft raus. Aufgabe. Dann hier Reinigung. 14 $. Ja, aber 14 $ die Stunde, das kann ja nicht... Also... Oder hat der einfach zu lange offen? Wir könnten die alle noch länger arbeiten lassen, aber ob sich das lohnt, ist halt die andere Frage. Kriegen ihre Burger. Oder das braucht halt wieder ein paar Tage, um sich zu erholen von diesem Crash vorhin. Weil die nichts mehr hatten. Was haben wir denn jetzt noch an Lager?
1900, 9000 Burger, 4000 Papiertüten, preiswerte Geschenke. Boah, das reicht noch. Pennen wir noch mal 24 Stunden? Okay, es entwickelt sich nach oben. Okay. What? Verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo machen wir hier so viel Verlust? Also es geht ja jetzt nach oben, also... Komm. Oh. $7.000. $4 Gewinn. Durchschnittliches Tageseinkommen. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Wir müssen die Öffnungszeiten ändern. Radikal. Indem wir nur noch von 11 bis 12 aufmachen, 13 Stunden. Und jetzt machen wir hier mal alles neu. Dann für alle Tage gleich. So, also, wir haben Alexander. Wir haben hier Kundendienstmitarbeiter. Vollzeit. Vollzeit, keine Nachtschichten. Reinigung. Das Arbeitsumfeld ist okay. Keine Nachtschichten. Vollzeit. Zeit. Eine 91-Stunden-Woche. Okay. So hat er eine 49-Stunden-Woche. Und dann machen wir einfach an einem Tag dann noch eine Stunde länger oder so, ne? Oder wir lassen das einfach so. Schmeißen die zwei raus. Welche sind das denn jetzt? Francie, das ist die mit dem sauberen Arbeitsumfeld. Ne, die möchte ich ja nicht behalten.
Catherine Evans, die können raus. Was? Ciao. Aber die hier ersetze ich noch mit keine Nachtschichten-Typ. Weil der ist halt auf 76%, ne? Hm. Was machen wir? Leonard, Chris, Theo und Isaac Francis Lewis. 62, 76. Isaac Turner fliegt raus. 61, 65. Jo, Isaac Turner wird ersetzt durch 62. So. Jo, Isaac Turner, tut mir leid, mein Freund. Ciao. Dann haben wir diesen Typen, der will keine Nachtschicht. Hier, Theo Jenkins, dann muss ich den hier hinschieben und den hier hin. Und das Reinigungspersonal muss ich auch reduzieren. 79, 63, 65. Der erstmal seine Profil. Okay. 63, 65. Keine Nachtschicht. Okay. Problem. Vollzeit und keine Nachtschicht. Warum kann ich den hier nicht einsetzen? Samantha Roberts. Ach so. Voll Idiot. Das ist ja ein normaler Mitarbeiter. Vollzeitreinigung. Also der Paul fliegt raus. Und Samantha. Sie kriegt das hier. So, jetzt sind alle wieder zufrieden, ne? Der halt nicht, aber der fliegt raus. Ach, Mann. Tut mir leid. Gut. Mal gucken, ob wir so den Gewinn vielleicht steigern können. Ja, 4.500 ist jetzt weniger als gestern. Aber wir haben Gewinn gemacht. Warum ist der Burgerladen zu? Wir haben es 8, 9 Uhr morgens. Okay. Mm. 4.300. Ich schnall es nicht mit dem Burgerladen.
Der lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, ich mache den zu. Mach noch einen zweiten Geschenkeladen auf. Aber das, meine Freunde, mache ich in der nächsten Aufnahmesession. Weil ich bin jetzt 7 Stunden 30 dran insgesamt. Klar mit Pausen, aber ich glaube, das reicht erstmal. Für euch kann es sein, dass es jetzt gleich weitergeht, weil ich weiß noch nicht genau, wie ich das schneide. Aber ich mache wahrscheinlich halbe Stunde Stücke, also passt 7 Stunden 30 jetzt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit unserem Charlie. Wie heißt der Typ überhaupt? Charlie Cooper? Ich glaube ja, ne? Speichern und zum Desktop zurückkehren. Okay, Freunde, ich wünsche euch was, ne? Bis gleich, Timo G, macht's gut, ciao.